Hallo, schön, dass Sie mir wieder folgen. Ich begrüße Sie heute zu der Folge, die da heißt, wie der Kölner Grüngürtel nach Köln kam. Der Kölner Grüngürtel, der teilt sich in zwei unmittelbare Ringe auf. Es gibt den inneren Grüngürtel und es gibt den äußeren Grüngürtel, also den äußeren. Ja. So. Das sind planmäßig angelegte, halbkreisförmige Ringe, die es auf beiden Seiten des Rheins gibt und die entstanden sind, nein, nicht in der Römerzeit, sondern kurz vorm Mittelalter. Und zwar auf der Basis der die Stadt umgebenden Festungsrayons. Jetzt haben wir das Wort schon wieder, das hatte ich schon mal, das Wort. Wo war das nochmal? Ja, an der Hahnentorburg. Genau, an der Hahnentorburg habe ich Ihnen schon mal grob erklärt, was ein Festungsrayon ist. Ich glaube, für die, die es noch nicht gesehen haben, mache ich es nochmal. Diesmal aber ein bisschen genauer. Ein Festungsrayon, das ist ein freier Raum, der im Endeffekt zwischen den Festungswerken oder davor angelegt wurde und von dem Eigentümer her, also sprich in dem Fall die Stadt, aus bautechnischen Gründen mit Auflagen belegt wurde. Das heißt, es durfte nichts gebaut werden, damit man dort vor den Festungswerken ein freies Schussfeld hat, so dass man dort alles weggeräumt hat, was einem eventuellen Gegner die Möglichkeit gegeben hätte, Deckung zu suchen. Ja, und gleichzeitig hat man dann natürlich auch das Feld miniert, ne? Beziehungsweise man hat von den Festungswerken aus drauf schießen können, so dass der Gegner eigentlich ja keine Chance gehabt hat, irgendwie an die Festungswerke ranzukommen. Es sei denn, ja, er hatte einen Panzer, er konnte fliehen, er konnte sich unsichtbar machen, was auch immer. Aber ich glaube, so viele Jahre zu der Zeit, als die Festungsrayons entstanden sind, noch nicht. Wir sind im Mittelalter angekommen. So um die 800, 900, beziehungsweise ganz kurz danach. Im Mittelalter duldete die Stadt Köln keine Bebauung außerhalb des Befestigungsringes von Burgen oder Festen. Also Festen sind feste Häuser. All dieweil durch das Aufkommen von stärkerer Militarisierung, das heißt also inzwischen waren Kanonen erfunden und, mussten diese Felder vor den Festungsringen einfach frei bleiben. Das hielt sich bis die Franzosen kamen. 18. Jahrhundert bzw. Ende 17. Sind wir schon wieder bei den Franzosen? Wir sind bei den Franzosen angekommen. Doch, die Franzosen hatten hier nicht viel zu melden. Denn mit Übergang des Rheinlands ins Preußische Reich 1815 nach dem Wiener Kongress haben die Preußen angefangen 1860 linksrheinisch und 1818 rechtsrheinisch Köln zu einer Befestigungsstadt auszubauen. Köln war also nun Festungsstadt. Und vor die Bollwerke, die die Festungsstadt innehatte, standen alle 480 bis 560 Meter Forts. 14 Stück hatte Köln. Und zwischen den Forts lagen dann sogenannte Lünetten. Lünetten, das sind so kleine Bollwerke halt. Ne? So ein Keil, woran sich der Feind mehr oder weniger doof oder tot läuft. Hinter mir sind ein paar Studenten, die sind am Grillen. Also ich sitze jetzt hier praktisch im inneren Grüngürtel direkt an der Uni. Ich glaube mal nicht, dass die wissen, auf was für einem geschichtsträchtigen Grund die hier sitzen. Nämlich auf dem inneren Befestigungsring der Stadt Köln. Also auf dem Festungsrayon. Da sitzen, dem freien Schussfeld vorher. Der äußere mit seinen Zwischenwerken, der verläuft an den Grenzen im Westen an der Militärringstraße. Womit jetzt auch eindeutig erklärt ist, warum die Militärringstraße heißt. So, und dann wurde es leider ernst für Köln, weil mit Inkrafttreten des Versailler Vertrages, also nach dem Ersten Weltkrieg, wurden die Kölner gezwungen, ihre Festungswerke, ihre Lünetten, ihre Rayons zu schleifen. Und was heißt schleifen? Schleifen heißt auf gut Deutsch gesagt, in den Erdboden zurück, so wie es vorher aussah.
Und somit entstanden diese großflächigen Grünflächen mit dem inneren und äußeren Grüngürtel. All das, was ich bisher erklärt habe, betraf den inneren Befestigungsring. Jedoch aufgrund des von 1873 bis 1883 andauernden 78 bis 83, so etwa 5 Jahre andauernden Deutsch-Französischen Krieg wurde mehr oder weniger Bedarf gesehen in den Vorstädten, weil dort trug man schon fast Kämpfe aus. Also ist die Stadt Köln hingegangen, Festungsstadt Köln, und hat dort weitere 11 Forts und zusätzlich Zwischenwerke aufgebaut. So ein Zwischenwerk müsst ihr euch vorstellen wie so ein Befestigungskomplett, das ein bisschen höher gelegen ist, das mit Kanonen und Personal bestückt ist und ein freies Schussfeld drumherum hat. Zusätzlich waren in diesen Werken, Zwischenwerken, dann natürlich das ganze Material für die Befestigungswerke, die natürlich unterirdisch miteinander verbunden waren, aufgelagert. Das heißt Pät, Minsche, Kanone, Waffe, ja, und natürlich das, was der Lanzer immer braucht, hier zu käuen und hier zu trinken. Jedoch ganz ließ sich dieser Ring um Köln nicht schließen, ne? Also der innere, ne, meine ich. Der innere, der reicht vom Rhein aus, also bei Köln-Riehl, ungefähr 7 Kilometer bis jetzt zur Luxemburger Straße, vorher Zülpischer Straße. Und die Parkanlagen um Fort 4 in Volksgarten, die bereits zwischen 1887 oder 97, 1887 bis 1889 angelegt worden sind, naja, die blieben auch erhalten. Ne? Also bevor wir alles, ne? Den sind Teil des Rheinparkes, drüben auf der anderen Seite, gehörte zum Fort 11, ist heute Grünanlage. Und in der Nähe vom jüdischen Friedhof in Deutz, da wo jetzt der Deutzer Stadtgarten ist, das war früher eine Lünette. Diese Parkanlagen, die hören an der allseits bekannten Kölner Südbrücke auf. Die Südbrücke, ja, die kennt jeder und jeder sieht auch, dass es von dort aus über jetzt einen Park-and-Rail-Parkplatz reingeht in eine Grüne und somit in den äußeren Befestigungsring, der dann geschliffen wurde bzw. geschliffen war. Der äußere Grüngürtel umfasst eine Fläche von 800 Hektar. Müsst ihr euch mal wegtun. Davon sind allein 400 Hektar bewaldet. Ja, und wie ich vorhin sagte, der wird von der Militärringstraße mehr oder weniger durchzogen. Und ja, ich sagte ja vorhin, jetzt wisst ihr, wie der Name Militärringstraße überhaupt entstanden ist. So, das war jetzt innerer Grüngürtel, äußerer Grüngürtel. Ihr habt noch was dazwischen. Bestimmt viel Spaß und Völlerei, kann ich mir gut vorstellen, nach den Weltkriegen. Weil man hat nämlich doch dann auch wieder bauen dürfen. Und man hat gebaut. Das Einzige, was nach den Weltkriegen nicht geschehen ist, und Gott habe ihn selig dafür, Leben Adenauers Konrad, ist, dass der Grüngürtel nicht freigegeben wurde, um darauf großartig rumzubauen und ihn wegzumachen. Denn der innere und der äußere Grüngürtel, beide zusammen, bilden die Lunge dieser Stadt. Dadurch hat Köln nicht so viel wie andere Großstädte mit Smog und Ähnlichem zu tun. Und ja, wir Kölner haben viel Platz, um spazieren zu gehen, um zu joggen oder um einfach ein bisschen zu feiern. Oder wie ich hier im Abendlicht einfach nur ein bisschen zu sitzen, euch was zu erzählen und mir dabei zu sagen, liebe J, ich lasse dich eine Jode Mann sein. Ich hoffe, Sie hatten mit der heutigen Folge, wie der Grüngürtel nach Köln kam, ein bisschen Freude, haben was erfahren und ja, lehnen Sie sich wieder schlafen.